Ui. Das ist ein schwieriger Moment zu sagen. Ist das Ihr Ernst? Ja, das ist mein Ernst. So. Ich glaube, da müssen Sie jemand anders fragen. Ich glaube, da nicht die richtige Person. Kreis? Irgendein Gefühl oder? Nein, neutral. Ich würde sagen, ja, das ist mega spontan, he? Das Allumfassende. Licht. Oh shit. Oh, Kreis. Kann ich nicht sagen. Gott, ja, das ist unser Beschützer. Oh shit. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, Kirche kommt mir einfach in den Sinn. Ich würde sagen, ja, Glauben und meine eigene Definition, Tradition, auch etwas, was ich mitbekommen habe, etwas, was sich vielleicht verändert hat und etwas, was dazugehört bei mir. Ja. Oh shit. Das ist sehr schwierig. Kein Bild, das Ihnen Ja, Liebe, Wärme. ein grosses Wort, wo viel Gutes, aber auch viel Schwieriges beeinflusst oder bewirkt hat auf dieser Welt. Ein Engel. Gute Frage. Ja, Gott hat keine Gestalt. Gott hat eine innere Bedeutung für mich, die ich eigentlich gar nicht gerne in die Kamera rein sage. Ist einfach etwas sehr, sehr Persönliches. Ich kann es jetzt gerade gar nicht so beantworten, ehrlich. Du hast sie verstanden? Ja, Okay. Okay. Du hast kein Bild, wenn du Gott... also an irgendwas Warmes. Liebe? Wenn du nach einem Bild fragst, für mich ist es sehr schön, wenn ich in die Natur raus kann und mit Gott reden kann. Sag das einen Berg anschauen, das ist ein Bild, ja. Dort sehe ich irgendwie die Grösse. Oder Gewitter finde ich sehr faszinierend, wo man die Stärke und die Macht von Gott sieht. Ja. Ja, wie soll ich sagen, ich bin mit dem Wort Gott aufgewachsen. Ich habe das in die Wege geleitet bekommen und es hat mich bis jetzt begleitet. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Ja, sicher. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort Gott hören? Jesus. Haben Sie einen persönlichen Bezug zu Gott? Ja, da habe ich, ja. Also Sie glauben an Jesus? Ja. Okay, gut. Freut mich sehr, ich auch. Schönen Tag. Ja. Ich habe gedacht, wo der Applaus herkommt. Letzten Sonntag haben wir noch richtig einen grossen Applaus gegeben. Man gewöhnt sich dann schon bald so an Videoreportagen, oder? Wir sollten das immer toppen, oder? Also nächsten Sonntag bin ich dann nicht mehr zuständig für Video oder was auch immer. Also, hinter dieser Serie, unsere Gottesbilder, steht die Frage, wer ist Gott? Gott ist kein verborgener Gott. Er spielt nicht Verstecke, sondern er offenbart sich den Menschen gern. Sehr gern. Durch seine Anrede, durch seine Namen, die er sich gibt, durch sein Handeln über Generationen mit dem Volk Israel. Durch all das charakterisiert sich Gott. Er offenbart sich durch das sein Wesen. Letzten Sonntag haben wir gehört, Gott grenzt sich radikal ab zum Patriarchat. Gott stellt sich an Mose vor und gibt sich selber einen Namen. Er stellt sich als Jahwe vor. Jahwe, wo in unserer deutschen Übersetzung konsequent übersetzt wird mit Herr. Der Luther hat das in Grossbuchstaben geschrieben. Extra, dass man daran erinnert wird, hinter dem Herr steht eigentlich das hebräische Wort Jahwe. Die allermeiste Bezeichnung für Gott in der Bibel, im Alten Testament fast 7000 Mal, kommt Jahwe vor. Obwohl die Bezeichnung Vater in der Antike der häufigste und allerwichtigste Titel war in der Götterwelt, egal in welcher Religion man geschaut hat. Überall hat es einen Göttervater gegeben, zuoberst an der Spitze von einer Hierarchie von Göttern. Ein Göttervater, der alle anderen Götter gezeugt hat und auch
einen lieblichen Sohn auf der Erde gehabt hat. Bei den Ägyptern der Pharao, der Landesherr. Bei den Römern war es ein Kaiser, bei den Babyloniern ein König. Der Vater, der Begriff Vater, kommt im Alten Testament ganz selten vor. Ich habe euch Bibelstellen aufgeschrieben. Zum Teil tut sogar Gott sich als Mann vorstellen, aber nicht als Vater. Vater ist der allerseltenste Begriff für Gott im Alten Testament. Er ist so negativ besetzt, haben wir letzten Sonntag gehört, dass das für Gott wie ein Tabu war, sich als Vater zu bezeichnen. Es ist etwas so wie nach dem Dritten Reich. Da hat sich in Deutschland niemand mehr Führer nennen. Bis heute ist der Begriff besetzt. Auch wenn er noch der liebste, der barmherzigste Mensch wäre, Führer kann man sich jetzt einfach nicht nennen. Das geht nicht zusammen. Und so hat sich Gott anders vorgestellt. Er hat den Begriff Vater wie auslaufen lassen. Über die Zeit. Und hat sich nicht als Vater vorgestellt. Als irgendwie ein Übergott. Ein Übervater. Er hat sich distanziert von dem Begriff. Weil die männliche Vorherrschaft, eben das Patriarchat, das eine Auswirkung ist vom Sündenfall, den wir letzten Sonntag gelesen haben, 1. Mose Kapitel 3, so viel Unheil in die Welt hineingebracht hat. Wir können das nachlesen am Anfang der Bibel, nach dem Sündenfall, wie die Gewaltspirale, wie die männliche Dominanz anfängt zu drehen. Bis in unsere Zeit hinein, manchmal auch im Namen Gottes. Mir hat mal jemand gesagt, das ist kein Witz, ich war selber überrascht, als er das so gesagt hat, er wünscht sich eigentlich, dass seine Frau ihn als Herr ansprechen würde. Ja, es ist so, das ist biblisch. Der Abraham oder Sarah hat den Abraham als Herr angesprochen. Oder wenn man das so hört, ist biblisch. Oh, wow. Irgendwie hat mich das irgendwie geschaudert. Ich denke, ich habe nicht gerade eine Antwort darauf gehabt. Wenn etwas in der Bibel steht, ist es noch nicht biblisch, oder? Der Abraham ist unser Glaubensvater. Das ist doch unser grosses Vorbild. Die Frage ist dann, ob wir auch noch in diesem Zelt wohnen wie er, wenn er unser grosses Vorbild ist. Ja, er ist ein Glaubensvater. Wenn es um den Glauben geht, dann ist er ein riesen Vorbild. Absolut. Aber er war ein Patriarch. Ein Kind von seiner Zeit. Und Gott hat wie nach dem Sündenfall, nachdem die Gewaltspirale angefangen hat und die Dominanz vom Mann angefangen hat zu drehen, in einer gefallenen Schöpfung, auch in einer patriarchalen Gesellschaftsstruktur, etwas Neues angefangen. Ganz klein, ganz fein, mit zwei Menschen. Mit dem Abraham und mit der Sarah. Etwas Neues hat angefangen zu werden. Noch nicht alles war gut gewesen. Gott hat ganz, ganz viel Zeit und er schafft immer mit der Zeit mit den Menschen. Er hat mehr Zeit als wir. Der Abraham hat alleine 25 Jahre warten auf die Verheißung von seinem Sohn Isaac. Das ist eine lange Zeit. Und Gott hat sich Zeit genommen, 2000 Jahre, bis Gott selber in Jesus, in Fleisch und Blut offenbar worden ist und Jesus den Begriff Vater wieder neu hat können füllen. Im Neuen Testament der zentralste Begriff für Bezeichnung von Gott. Und jetzt steigen wir ein, dort wo Gott dem Mose begegnet, wo er sich offenbart, im Dornbusch, 2. Mose, Kapitel 3, 1 und folgende. Dort lesen wir, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Vaters, seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genau hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Das ist so typisch, wie Gott sich da offenbart.
Er offenbart sich den Menschen, das zieht sich durch die ganze Bibel durch, im Alltag von uns. Er kommt in den Alltag hinein von uns Menschen. Gott braucht keine sakralen Räume, um sich zu offenbaren. Das gibt es auch. Der Tempel, denke ich, ist ein schönes Bild, wie sich Gott offenbart hat, seinem Volk im Tempel. Aber dort, wo Gott dir begegnet im Alltag, dort wird der Alltag heilig. Egal, wo du bist. Egal, was du machst. Und Gott bedient sich immer auch, wenn er sich offenbart, der kulturellen, der historischen, der religiösen Begebenheiten, wo die Menschen daran gewöhnt sind, damit sie ihn verstehen können. Da auch wieder ganz typisch. Er offenbart sich auf einem Berg, beim Berg Horeb. Das ist in der Antike, zieht sich das durch, dass man immer geglaubt hat, Götter offenbaren sich auf einem Berg. Sie müssen darum auch auf einem Berg angebetet werden. Darum tut man von einem Berg Opfer bringen. Und da begegnet der Mose Gott auf einem Berg, in einem Dornbusch. Lesen wir da weiter, wie Gott da die Neugier von Mose weckt, weil der Dornbusch nicht verbrennt. Merkwürdig, dachte Mose, warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Der Herr sah, da sehen wir, Gott hat das beobachtet. Er hat den Mose gelockt. Er hat gesehen, jetzt geht der Herr. Dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genauer zu betrachten. Das hat ja Gott wollen. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dass ein Dornbusch brennt hat, das war keine Seltenheit. Aber dass er nicht verbrennt, das ist das Besondere. Da schafft Gott einen Überraschungseffekt. Er knüpft bei einer normalen Begebenheit an. Ein Dornbusch verbrennt in der Wüste, aber er verbrennt nicht. Das ist typisch Gott. Er schafft einen Überraschungsmoment, um das Interesse zu wecken, um sich zu offenbaren. Ich möchte als Beispiel einschieben, wo jemand aus unserer Kirche kürzlich erlebt hat, wie Gott sich offenbart hat. Sie ist bekannt bei ihren Freundinnen, dass sie am Morgen meditieren, so sagt sie das ihnen. Weil die Freundinnen haben sie immer einladen für den Sport am Morgen und sie hat gesagt, nein, dann habe ich keine Zeit. Und sie haben immer sich ein bisschen belächelt und gedacht, ja, du schlafst ja nur aus, du bist einfach zu faul, oder, um dich zu bewegen. Und dann hat sie gesagt, nein, aber das ist ja gleich, wenn ihr das meint, aber wenn ihr ein Anliegen habt, irgendein Anliegen in eurem Leben, dann kommt doch zu mir, sagt das mir, ich bete gerne für euch. Und so ist dann eine Freundin gekommen, oder eine Kollegin zu ihr, irgendwann und hat gesagt, kannst du für meine Tochter beten? Sie leidet an ganz verschiedenen Sachen, sie hat mir das erklärt, muss ein Medikament nehmen, kannst du für sie beten? Und die Person hat dann gesagt, ich muss das prüfen, ich muss das überlegen. Gib mir eine Woche Zeit. Sie hat sich auseinandergesetzt mit dem Krankheitsbild, sie hat auch Rat eingeholt, was man da am besten macht. Und hat dann gesagt, ja, sie sei bereit für Befreiung. Es geht auch um Befreiung von dieser Tochter, die geplagt ist worden, mit Gestalten, die sie verfolgt haben. Er hat gesagt, ja, ich bin bereit, für sie zu beten, auch um Befreiung. Aber mit der Bedingung, dass seine Tochter sich entscheiden tut für Jesus und ihr Leben Jesus anvertraut, zuerst. Wenn sie das bereit ist, dann ja. Sonst könnte es unter Umständen schlimmer werden mit ihr. Es ist dann zum Gespräch gekommen mit dieser Tochter und die Tochter hat gesagt, mal, sie würde gerne die Zeiten wechseln und das Team wechseln und Jesus aufnehmen in ihr Leben. Und hat dann das gemacht. Und sie haben nachher gebetet miteinander und Gott hat sich offenbart. Hat die Tochter, die 12-jährige Tochter berührt, geheilt, befreit. Sie hat die Autorität von Jesus selber in Anspruch nehmen. Es ist dann auch ein Zeichen passiert, ein übernatürliches Zeichen, wo sie gemerkt hat, jetzt wohnt Jesus in ihr. Und nach ein paar Wochen oder nach einer kurzen Zeit läutet die Mutter wieder an
dieser Person und sagt, du musst sofort kommen, ist etwas Dramatisches passiert mit meiner Tochter. Sie ist gegangen und die Tochter hat erzählt, dass sie ein helles Licht gesehen hat. Ein Licht, wo sie die Augen nicht öffnen konnte. Es hat sie so geblendet. Aber sie hat gesehen, wie eine helle Gestalt vor ihr steht. Und die helle Gestalt hat gesagt, ich bin Jesus. Und Jesus hat mit ihr geredet und sie hat dann auch weitergegeben, was Jesus ihr aufgetragen hat. Sie hat verschiedenste Bibelstellen können sagen. Und die meisten sind aus der Tora, also aus dem Gesetzbuch. Also aus den ersten fünf Büchern Mose. Und für die Juden sehr wichtig. Wieso sage ich das? Oder wieso hat sich Gott eben gerade so offenbart? Weil er die Umstände, weil er die Situation der Menschen bestens kennt, auch die religiöse Herkunft von einer Person. Der Hintergrund von dieser Familie ist folgender, dass die Mutter sich vor 16 Jahren vom Katholizismus zum Judentum bekehrt hat, also konvertiert hat. Sie hat das gemacht aus Liebe zu der Familie. Und das Erste, was sie hat müssen, oder beim ersten Besuch beim Rabbi, dann hat der Rabbi gesagt, du kannst alles behalten, was du bis jetzt gelernt hast. Nur den Namen Jesus, den musst du vergessen. Jesus musst du vergessen aus deinem Leben. Der darf keine Rolle mehr spielen in deinem Leben. Das musst du versprechen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Tochter nach 16 Jahren, die auch im Judentum erzogen worden ist, kommt eine Offenbarung über. Jesus erscheint ihr und Jesus redet mit dieser Tochter. Und eben, er knüpft dort an, dort, wo sie die Heime waren, religiös. Darum hat Jesus ihr die meisten Verse, die sie mitbekommen hat, aus der Tora weitergegeben. Und jetzt hört die Mutter Bibelverse, die ihr unterzwischen sehr bekannt sind. Und sagt, wie kann ich jetzt Jesus vergessen? Das ist unmöglich, wenn er sich so offenbart. Die Geschichte geht ja dann weiter. Wie, wissen wir nicht. Aber wir können sicher auch für das beten. Aber das ist typisch Gott, wie er sich offenbart. Aufgrund von unserer Geschichte, aufgrund von unserem Verständnis, er kommt so, dass wir ihn verstehen können. Wir lesen weiter jetzt beim Mose, Vers 6. Dort heisst es dann, ich bin der Gott deiner Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott sagt da, ich bin kein fremder Gott. Ich bin ein Gott von deinen Vorfahren. Ich bin ein Gott von deinem Volk. Ich kenne deine Väter. Ich bin der Gott der Hebräer. Und dann kommt es auch zum Dialog zwischen Gott und dem Mose. Gott sendet den Mose und sagt, du hast einen Auftrag für mein Volk aus der Sklaverei. Und der Mose sagt, ja, Moment mal, wer bin ich denn? Das ist doch nicht möglich, das kann ich doch nicht. Und dann, ein paar Vers später, in diesem Dialog, dann kommt es eben zu dieser Frage, was soll ich denn sagen am Pharao, wer du bist, wer mich gesendet hat? Wie ist denn dein Name? Wir kennen dich ja nicht mehr. Ist das ein Zeitchen her, oder? 400 Jahre her, wo wir die letzte Offenbarung hatten. Wie ist dein Name? Was soll ich sagen, wer du bist? Und dann sagt Gott, ich bin euer Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ja, der Herr, der Jahwe, hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeiten. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Da stellt sich Gott vor. Was bedeutet der Name Jahwe? Jahwe stammt vom hebräischen Wort Haya und bedeutet einfach mal sein. Und darum hat der Luther nicht vor 200 Jahren, vor 500 Jahren übersetzt, ihr könnt das nachlesen in der Luther-Übersetzung, ich werde sein, der ich sein werde. In der Zwischenzeit hat man viel geforscht, viele Schriften auch gefunden
Und so hat Bibel- und Sprachwissenschaft viel Fortschritt gemacht. Also auch Theologie ist nicht etwas Starres, sondern auch etwas, das sich formt, das sich entwickelt. Und man hat herausgefunden, dass das Wort Haya, der hebräischen Sprache, das ist ein enklitisches Verb. Das sind seltene Verben, die nur einen Sinn machen, wenn man das Objekt nennt. Ich kann euch ein Beispiel machen von einem normalen Verb. Ich singe, ich esse, ich schlafe, das sind normale Verben. Jetzt ein enklitisches Verb, das kommt eben erst Bedeutung über, wenn ich das Objekt nenne. Beispiel dazu, ich rede. Ja. Wen redest du? Ich streichle. Ich umarme. Dann muss ich immer sagen, wen ich umarme. Dann steht der Sinn erst, wenn ich sage, wen ich umarme. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Kinder. Ich liebe meine Gemeinde. Das Objekt ist ganz entscheidend. Das macht es aus. Das macht erst den Sinn. Und so ist eben der Name Jahwe erst halb übersetzt, so wie es der Luther hat können. In seiner ganzen Klasse natürlich. Und darum heisst es übersetzt eigentlich richtig, ich bin, nicht nur ich bin, sondern eben, es muss gesagt werden, für was? Ich bin für dich da. Ich bin für euch da. Das ist die Bedeutung vom Namen von Jahwe. Und das ist natürlich Musik in den Ohren der Hebräer. Wir müssen euch vorstellen, wenn man in der Sklaverei ist. Er sagt, ich bin für dich da. Mose, Aaron, ich bin für dich da. Ich bin nicht irgendein ferner Gott. Ich bin mit dir. Die Namensgebung finde ich auch etwas typisch Gott. Das ist typisch einfach Gott. Da können studierte Leute ihr ganzes Leben lang am Studium widmen. Es braucht studierte Köpfe, Forschung, damit man nur den Namen Jahwe übersetzen kann. Ich finde das so typisch für Gott. Das ist nicht eine 0815-Nummer. Da ist so viel Einfallsreichtum drin bei Gott. Dass Gott sich nicht einfach so billig verkauft. Da braucht es Forscher, da braucht es studierte Leute. Zum Glück gibt es das, dass man das heute so gut nachlesen kann, die ihr ganzes Leben da drin investieren und forschen. Oder? Mit Sprache, mit der Wissenschaft. Und ich finde das so interessant. Jahwe ist nicht einfach ein billiger Gott. Nur schon der Name. Wenn ihr nachschaut in gewissen Lexikon, dann werdet ihr auf die Aussage stoßen, ja, man weiss nicht genau, wie man das übersetzen kann. Es ist schwierig zu übersetzen. Nebenbei ist es auch interessant, dass der älteste Beleg von dem Gottesnamen Jahwe, wisst ihr, wo man den gefunden hat? Ihr könnt dreimal rätseln. In Ägypten. Im 14. Jahrhundert vor Christus hat man Inschriften gefunden, wo ein Land bezeichnet, das Land Shashu, Beduinen des Jahwe. Und Shashu, das sind die verachteten Nomadenstämme östlich vom ägyptischen Reich. Und das schlägt kein Eis mehr weg. Das muss der Jahwe sein. Der Jahwe, der Gott der Hebräer. Der Jahwe, der sich da offenbart hat, dem Mose. Und jetzt gehen wir weiter. Kapitel 5. Dort, wo dann der Mose und der Aaron zum Pharao gehen. Mose und Aaron gingen zum König von Ägypten und sagten, so spricht der Herr, der Gott Israels. Let my people go. Let my people go. Es soll mir zu Ehren ein Fest in der Wüste feiern. Und jetzt Frage natürlich vom Pharao, ja, wer ist denn dieser Herr? Weshalb sollte ich ihm gehorchen und Israel gehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und lasse sein Volk nicht frei. Mose und Aaron erwiderten, der Herr ist der Gott der Hebräer. Er ist uns begegnet.
Und jetzt kommt dann einmal die Sprachwissenschaft oder die Bibelwissenschaft zum Zug. Zum Glück kann ich das alles nachlesen, das ist nicht ein Fall für mich, aber nachlesen kann man es schon. Der Begriff von der Hebräer, der Begriff Hebräer, so muss ich sagen, hat man herausgefunden, da drin steckt das Wort Habiru und das ist gleichbedeutend wie Sklav oder Zwangsarbeiter. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die zwei, der Aaron und der Mose, die stehen vor dem Pharao und dann sagt der Pharao, ja, wie heisst denn euer Gott? Und Aaron und der Mose sagen, unser Gott ist der Gott der Zwangsarbeiter. Unser Gott ist der Gott der Hebräer, der Zwangsarbeiter. Müsst ihr euch den Pharao vorstellen? Der macht grosse Augen. So etwas habe ich noch nie gehört. Das ist doch der grösste Witz, so etwas. Auf die Idee muss mal kommen. Hey Aaron und Mose, ihr werdet ja zur Lachnummer von der ganzen Nation. Das ist der grösste Schwachsinn, so etwas. Seit wann haben Sklaven einen Gott? Ein Gott ist nur den Pharaonen und den Königen vorenthalten. Seit wann haben Sklaven einen Gott? Das ist ja zum Lachen so etwas. Und jetzt aus dem Weg! Fahrt ab! Aus dem Staub mit euch! Ihr stellt nur meine wertvolle Zeit. Merkt ihr, wie sich da eine Dynamik aufspielt zwischen dem Gott der Hebräer, von den Sklaven, von den Zwangsarbeitern, von Jahwe und den Göttern von Ägypten. Es gibt ja einen guten Film jetzt, der läuft. Hat jemand gesehen? Exodus? Götter und Könige? Niemand? Ja, dort hinten zwei. Super. Doch noch ein paar, die ins Kino gehen. Dort hinein kommt, ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber würde mich dann sehr interessieren. Bei den heutigen Filmen aus der Bibel, da werden einfach einzelne Szenen rausgenommen und dann wird eine Geschichte drum gemacht. Da muss man nicht mehr von dem ausgehen, dass es biblische Filme sind. Aber was man durchaus kann sehen manchmal, was da im Hintergrund abspielt, kulturell. Oder eben vielleicht die Dynamik da zwischen dem Jahwe, dem Gott der Hebräer, wie der Mose und der Aaron zum Pharao gehen und die Gewalt, die Macht, die der Pharao da demonstriert hat mit seinen Göttern. Die Götter von Ägypten. Und es kommt da zum Machtkampf. Ihr kennt die Geschichte. Ihr könnt nachlesen im 2. Buch Mose, Exodus. Es braucht 10 Plagen. Bis zum bitteren Ende. Bis dahin, dass der Pharao seinen erstgeborenen Sohn verliert, der auch der Sohn war vom obersten Göttervater der Ägypter, vom Sonnengott Re. Merkt ihr? Erst dann lässt der Pharao seine Sklaven frei. Da steckt das Volk Israel 400 Jahre in der Sklaverei und Gott erscheint nicht als Göttervater, sondern als ein Gott, der mit den Menschen ist, mit seinem Volk, mitleidet, mitgeht, an ihrer Seite steht und sie letztlich befreit, sie erlöst und rettet tut aus dieser Sklaverei. Das ist der Gott der Hebräer. Jahwe, ich bin für euch da. Er solidarisiert sich mit den Schwächsten von unserer Welt. Mit den ausgebeuteten Leuten. Mit den Sklaven. Auch mit den modernen Sklaven, die wir heute haben, im 21. Jahrhundert. Von Frauen und Kindern, die ausgebeutet werden. Weltweit. Besonders natürlich auch in Europa. Und da verspricht unser Gott, Jahwe, ich bin für euch da. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der sagt, ich bin für dich da. Auch für dich persönlich im 2015. Ich stehe zu dir. Unser Gott ist ein Gott der Schwachen. Das ist auch ganz typisch bei dem Beispiel, das ich erzählt habe, bei dem Kind, bei der 12-jährigen Tochter, wo da Jesus erschienen ist. Im Umfeld von dieser Tochter ist sie ein schwieriges Kind, ein schwaches Kind, mit dem Krankheitsbild. Und so typisch, Gott offenbart sich der Schwachen. Gott offenbart sich dort, wo man es gar nicht erwartet.
Unser Gott ist ein Gott der Schwachen, der Bedürftigen. Und wenn wir als Kirche den Schwachen in unserer Gesellschaft vorbeischauen, dann gehen wir an Jesus vorbei. Dann verpassen wir ihn. Gott stellt sich immer, auch heute, zu den Schwachen. Und wir als Kirche, natürlich nicht als Kirchenbild, als Kirche weltweit, als Kirche von St. Gallen, als Kirche in der Schweiz, wir sind der verlängerte Arm, die verlängerte Füße, die verlängerte Hand, das Herz von Jesus. Ohne das macht Jesus nichts, kann man nicht sagen, aber er schafft mit uns zusammen. Er braucht uns. Er braucht seine Kirche. Und darum ist unser Auftrag als Kirchenbild immer auch, die Schwachen im Auge zu halten. Und es gibt ganz viele Facetten natürlich von schwachen Menschen. Da ist nicht nur irgendein Flüchtling, die natürlich auch. Es gibt ganz viele Facetten, oder, von schwachen Menschen. Wer ist schon schwach? Ich bin auch schwach. Ich bin auch sehr bedürftig. Aber die Liebe von Gott macht sich immer wieder fest, wie wir, oder zeigt sich, wie wir mit den Schwachen umgehen. Ihr könnt das nachschauen im Alten Testament. Gott hat sein Volk Israel immer wieder daran gemessen, wie sie mit wem umgegangen sind. Mit den Kindern und mit den Fremden. Mit der Waisen wie mit der Witwe. Und die haben heute natürlich ganz verschiedene Gestalten. Aber eine Frage ist, wie gehst du mit den Kindern um? Was bedeutet dir Kind? Und wenn ich denke an Teenager, an Jugend, das ist ein schwaches Glied in der Kette von unserer Gesellschaft, wenn man es geistlich betrachtet. Und wie viel Wert ist dir, sich zu investieren in diese Generation, damit sie Jesus erleben können, damit sie auch geistliche Eltern haben, die sie begleiten können, die ihnen ein Vorbild sein können, sie können anleiten im Leben mit Jesus. Unser Gott ist ein Gott der Kinder. Unser Gott ist ein Gott der Flüchtlinge. Ganz klar. Heute gibt es weltweit mehr Flüchtlinge als zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Was hat uns das zu sagen? Dir persönlich, uns als Kirche, sind natürlich enorm grosse Fragen, die man auch nicht einfach abhandeln kann. Aber welchen Auftrag hast du? Und es gibt natürlich viel Not auch in unserem Umfeld. Das ist klar, von Menschen, das wissen ihr, in eurem ganz persönlichen Umfeld, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, von Ehen, die auseinandergehen. Das ist auch eine Riesennot. Von Kindern, die verwahrlost werden, nicht weil sie kein Geld haben, sondern einfach Wohlstandsverwahrlosung, wo sie alles überkommen, aber keine Liebe. Niemand da ist, wenn sie heimkommen von der Schule. Da gibt es viel Not. Und die Frage ist, trifft dich das noch? Die Not. Letzten Sonntag hat der Röbi uns die Jahreslosung vorgelesen. Von unserer Gemeinde. Und er ist zuerst gerade ein bisschen verschrocken. Der erste Teil heisst Herr, da kommt das Wort Jahwe eigentlich drin vor, oder das ist das Wort Jahwe. Jahwe, meine Kraft und meine Burg, meine Zuflucht am Tag der Not. Hoppla, am Tag der Not, oder? Da ist der Röbi gerade ein bisschen verschrocken. Was für eine Not. Und da ist die Frage, eben, trifft dich die Not in deinem Umfeld, von deinen Mitmenschen? Trifft die dich noch? Darf die dich noch treffen? Auch die Not von Flüchtlingen. Wir haben so viel Not, die von uns reinkommt durch die Informationsflut. Das ist klar, da wird unser Gewissen, unser Empfinden abgestumpft. Aber wo kann Gott uns berühren? Nicht die Medien. Wo kann Gott uns berühren, dass wir getroffen sind? Wie wenn es unsere eigene Not wäre. Und sagen, da kann ich nicht mehr anders als beten oder sogar fasten. Das ist für mich, da brülle ich drüber. Not von Menschen in unserem Umfeld. Und der Vers geht dann weiter zu der, also nach der, ich lese nochmal, Jahwe, meine Kraft und meine Burg, meine Zuflucht am Tag der Not. Zu dir kommen Völker von den Enden der Erde und sagen, nur Trug besaßen unsere Väter, Wahngebilde, die nichts nützen. Aha, da kommen Völker von Ende der Welt, von der Erde, die nichts gewusst haben von Gott, von dem Gott,
wo Befreiung hat, wo Rettung hat und ein Leben hat im Überfluss. Die kommen und begegnen jetzt dem Jahwe. Aber durch die Not. Durch die Not, sie kommen. Das sind Flüchtlingsströme, die kommen. Und den Jahwe suchen. Und die Not, die darf uns wieder neu treffen. Letztlich, und jetzt komme ich zum Schluss, letztlich sind alle unsere Mitmenschen, die Jesus nicht kennen, gefangen unter dem Patriarchat vom Satan. Das ist das schlimmste Patriarchat. Er ist der, der die Welt unter seine Herrschaft gerissen hat. Und letztlich, jeder Mensch wird versklaven und bestimmen für seine Zwecke, dass sie Jesus nie werden kennenlernen und dass sie dann auch Jesus vergessen. Und aus dem Patriarchat gibt es nur eine Befreiung. Jesus, er hat den Preis, den Brutpreis, gezahlt mit seinem teuren Blut und hat dich rausgekauft als einzelne Person, weil er dich so wertvoll findet. Er hat gezahlt mit seinem Blut. Und so hat es Jesus gebraucht, Verkörperung von Jahwe, in Fleisch und Blut, unter dem Namen Immanuel, Gott mit uns. Er sagt, ich bin mit dir. Gott mit uns. Er ist gekommen, um uns zu befreien. Da ist ein gnädiger Vater im Himmel, der so barmherzig ist, dass er seinen einzigen Sohn lehrt, ihn tot lässt, damit du und ich dürfen ewiges Leben haben. Vergebung von unserer Schuld, frei dürfen sein vor Sünde und einen Herrschaftswechsel können vollziehen ins Reich von Jesus. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft von diesem Jahr. Jesus ist gekommen, um dich frei zu kaufen. Und der Kauf ist tätigt. Es ist bereits da. Wir dürfen es nur in Anspruch nehmen. Wo ist so ein Gott? Wo ist so ein Gott? Fragt er Micha. Wo ist so ein Gott wie du? Wo nicht festhebt am Zorn über den Menschen, sondern barmherzig ist und vergeben tut. Das ist die Einladung auch heute Morgen zum Abendmahl. Darf ich euch die Helfer bitten, führen zu kommen? Wir möchten in das Abendmahl hineingehen und Jesus so begegnen. Er ist der fleischgewordene Jahwe, Gott mit uns. Gott, ein Gott von den Hebräern, von den Sklavenarbeitern, von den Flüchtlingen. Er ist ein Gott, der auch ganz persönlich dich meint, mit dir ist. Jesus, ich danke dir, dass du dir nicht schade gewesen bist, dass du den Preis gezahlt hast mit deinem Leben, mit deinem Blut, um uns rauszukaufen, damit alle, die ihr Vertrauen auf dich setzen, dürfen ewig leben, dürfen Vergebung haben von der Schuld und dürfen mit dir ein neues Leben leben. Danke, dass du mit uns kommst und uns begleitest. Amen. Darf ich euch bitten, das Lobpreisteam fängt an mit Lobpreis, mit Liedern. Ihr dürft aufstehen und da durchgehen und das Abendmahl nehmen.